Shalom Aleichem, Monika. Aleichem Shalom, Max. Du bist du in Paris und die singst Lieder wegen Tango und du wohnst in Straßburg, aber in Emerson kommst du von Buenos Aires. Ja, meine Sprache kommt von Buenos Aires. Ich allein bin geboren in Deutschland und ich bin ausgewachsen in Venezuela, aber meine ganze Sprache kommt von Buenos Aires. Ja. Und wie bist du gekommen zu singen Tango, jiddische Tango? Ich habe eine Klassikeredukation. Ich habe studiert Klassikermusik, Klassikergesang. Und ich habe geholfen, machen ein Programm wegen verschiedener Themen. Und ein Thema ist gewesen jiddische Musik. Nicht jiddische der Sprache, jiddische Musik von jiddischen Mechabers. Und einmal bin ich gewesen in Buenos Aires und habe ich gesehen, als es da gewesen Tangos geschrieben durch der Melchome auf Jiddisch. Und das hat mich als Sache interessiert und ich habe angeholfen, machen ein bisschen Forschung wegen dem und ich habe euch gemacht ein Programm. Und es ist durch die jiddischen Tangos, was ich habe sich interessiert in jiddische Musik in generell. Du hast gemacht das Programm, was ist das? Was hast du gemacht? Genau? Das Programm heißt Tangele. Tangele, das ist ein Wort, das ich habe allein gemacht. Und es ist ein Programm, was hat halb von der Musik ist Musik von den Ghettos und ein von Auschwitz. Und der zweite halb ist von Tangos auf Jiddisch, originelle Tangos in Jiddisch, von der jiddischen Theater in New York und in Buenos Aires. Und verwusst die Lieder von Auschwitz sehr traurig, nein? Für mich es ist interessant zu machen Themen wegen Tango in die verschiedenen Orten, weil das erklärt, was ist der Tango für alle Menschen. Und jetzt verstehe ich besser, wie dem, wenn ich habe gemacht das Programm. Ich meine, der Tango ist ein Symbol von etwas, von Leben. Aber was hast du das studiert speziell? Ich verstehe das nicht. Es ist so traurig. Zu mir es ist traurig, ja. Aber es sagt euch zu mir, ich meine, ich habe gesucht meine eigene Identität und zu mir ist es gewesen, ein Durchweg zu gehen in meine Geschichte, meine personelle Geschichte. Meine Bubesehnen sind gekommen von Polen und von meiner Tates Seite. Meine Bubeseide haben gekommen zwischen die zwei Milchomes und sie haben gar nicht gesucht wegen der Krieg. Sie haben gehabt eine Sprache, was ist geblieben in Polen. Und ich meine, es ist gewesen so stark und so traurig für dem, was sie haben nicht gekonnt reden wegen dem. Und zu mir, wenn ich habe gesehen, die Musik, es ist gewesen ein Durchweg zu verstehen, wo ich komme, von wann komme ich. Und es ist gewesen, weil der jiddische Tango ist eine Kombination von Sachen, was seien also verschiedene. Und wenn du hörst die Musik, es ist schön, es ist da ein ästhetisch Gefühl, es ist da etwas neu. Und für mich ist es etwas so wie mein eigener Ich. Es ist eine lebendige Traurigkeit. Ja, oft ist es gewesen noch traurig, ich habe nicht gekonnt singen, weil wenn ich suche, es ist da spezielle traurige Lieder in den Tangos, wo sind also traurig, wenn ich singe, einmal ich weine, ich allein, aber wenn ich trachte wegen den Koyach, wegen den Will zu trachten wegen gute Zeiten und von besseren Zeiten, was werden kommen, weil der Tango von Auschwitz, die Wörter sind von Hoffnung. Wie reagiert der Eulen, wenn die singst, also die Tangos? Es ist interessant, weil es ist ein bisschen melangiert, diese Musik, was es kann
einmal, die Publik kommt von der Eulen von Tango und nicht Jiddische. Sie sagen, das ist ein Neuling, wo es geht, Herren Tango. einmal ja und einmal sind es jiddische Menschen. Aha. Kennen sie beide. Oder ich habe gesungen in Deutschland zum Beispiel. Ja. Und es ist allemal, wenn ich singe die Lieder, ich gebe die Wörter oder ein bisschen Text, was sucht, was meint es. Die meinst, dass es wichtig zu sein, traurig zu kennen, Leben nach Auschwitz? Ich weiß nicht. Ich in Argentinien habe ich bekannt ein Mensch, was heißt Papiernik, gedenk nicht der erste Name. Efter weißt du ihn, weil kennst du, er ist gestorben jetzt. Er ist gewesen 3 Jahre in Auschwitz. Und wenn ich habe gemacht Forschung, habe ich gemacht ein kurzes Interview und ich habe ihm gefragt, er hat gesungen, weil ich habe gewollt wissen wegen dem musikalischen Leben in Auschwitz. Und er hat gesagt, wir haben nicht gesungen, im Ganzen nicht. In unserer Binien, wir haben nicht gesungen. Ich weiß nicht, ich kann nicht sagen und ich bin die dritte da. Ich kann nicht sagen, ich weiß nicht. Ja, zu leben. Ja, vielleicht ist es möglich für einen anderen da, also wie da, zu singen, die Lieder, die sie haben nicht gekannt singen dort, nein? Für mir und für uns ist es posheder, es ist geringer, aber es ist ich viel Responsabilität zu sagen, weil wenn ich bringe nicht die Lied, wenn ich singe die Lieder und wenn ich mache gar nicht, wenn das wird sein Tod, den ganz Gedenk und den Gefühl es wird disappear. Schönen Dank, Leute. Danke.